Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. wie hat der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Mark. This ain't nothing but a summer jam. We gonna party as much as we can. Es läuft Zero. Du weißt, was Haft ist? Nicht viel. Geil. Es ist richtig warm. Du bist auch, wie ich, glaube ich, der alles über 30 Grad im Sommer ist Trash. Ich hasse es, Bro. Ich schwöre auf alles. Ey, ganz ehrlich, der Sommer ist ja richtig nicht sommerig. Oder sprich, im Vergleich zu den letzten paar Jahren ist es einfach nicht, wie wir es kennen. Wie es so schwül ist. Einfach auch viel Regen und so. Schwül. Und ich persönlich bin Max-Fan von dem. Ich sage ganz ehrlich, es ist voll okay, wenn im Sommer nie über 30 Grad ist. Und vielleicht an 2 Wochen so Max über 30 Grad ist oder 30 Grad. Einfach wenn, dann darf es gerne ein bisschen, dann darf es am See sein oder so. Bist du jemand, der gerne in den See geht? Bro, ich gehe schon gerne in den See. Ich hänge es einfach nicht gern. Du bist so der Griffensee-Hänger und so, gell? Nein. Nicht? Jetzt, wo du in der Stadt wohnst, gehst du gerne an den See? Bro, kennst du dort Lette, wo der Nuttersohn-Verein ist? Bist du jemals Lette hängen? Bro, ich schwöre auf alles. Ich würde lieber meinen Schwanz in einen Mixer rein tun, anstatt an Lette hängen. Ich glaube es lieber, bis ich Vater von 3 Kindern wird, Velo fahren, als 2 Stunden dort verbringen. Velofahren ist chillig. Aber bis ich 3-facher Vater werde, stell dir vor, du hast Kinder und dann willst du mit ihnen einen Ausflug machen. Ich nehme das in Kauf, dass ich nicht mal einen Ausflug mit meinen Kindern mache. Aha, ohne Auto quasi. 3 Jahre lang, bis ich mein 3. Kind habe, fahre ich Velo. Und nach dem 3. gibt es ein Auto. Also weißt, es gibt ja den obere Lette und den untere Lette. Keine Ahnung, alles Trash. Okay. Es gibt einen, dort hängen die früher im Garden Club sind. Ah, die Weißt du, welche? Die 30-jährigen, die 60-jährigen Partys und so, oder? Ja, genau. Die Gurt gegeben haben auf den T-Late-Fotos. Die noch irgendwann wahr hat, dass sie eigentlich schon lange müssten im Leben woanders stehen, aber sie sind immer noch bei 60 irgendwo bleiben. Genau, die gefunden haben, okay, ich habe zwar vor 5 Jahren geheiratet und ein Kind gemacht, aber vielleicht muss ich noch nicht aufhören, meine Frau betrügen. So die. Ja. Weißt du? Und der Gabriano ist ja dort mal rumgelaufen mit dem Wassermelonensaft, Smoothie. Ja. So die Szene ist dort. So die Leute, die entweder die Frau schlagen oder sich nicht impfen lassen haben oder beides gleichzeitig. Und betrügen. Genau. Und ich habe noch einen. Die nicht ins Amigo reingekommen sind am Sonntag. Das ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ist nicht schlecht. Es gibt Dällete. So. Was ist? Aha, jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe nur gehört, die Gedällete? Nein, es gibt Dällete, okay. Und dann gibt es Dällete, ich glaube, das ist am Lette, sorry. Und es hat dort so ein, wie ein Pier, weißt du, was ein Pier ist? Ja. So stegmäßig, genau, ja, oder? Ja, voll. Mit einem Pfeiler und so viel. Genau, Wasser, ja. und du bist über dem Wasser am Hängen. Der gute romantisch mit Füßen am Schwenken. Und die Leute hängen eigentlich auf dieser Holzkonstruktion. Ja. Und nachher kommst du immer ins Wasser und das Wasser treibt dich hure fest. Ja. Und nachher hat vorne Gitter, dass du nicht durchkommst. Ah, ist nicht immer wieder, dass Leute halt irgendeinen Scheiß machen und vielleicht sterben dort und so? Keine Ahnung. Die vom oberen Leute können gerne sterben, aber die dort unten. Also weißt du, was ich meine? So, du kommst dort rein, du schwimmst 20-30 Sekunden im kalten Letten, es stößt dich voll führen, du kannst ein bisschen auf Eier spielen und so. Ein bisschen Faxen machen und so. Gegen Strom. Ja. Und dann kommst du wieder raus, gehst Leiter drauf und bist wieder auf dem Holzding. Ja. Das ist chillig dort, Bro. Mhm. So dort ist chillig. So Dings, jetzt 30 Sekunden im Wasser, eiskalt wieder rausgehen, das ist so vielleicht sogar Eisbathing. Vielleicht ist sogar Eisbathing. Eisbathing. Nein, das ist dort chillig, Bro. Ich sag dir ehrlich. Im Vergleich zu dem anderen Nudelkinderverein,
wo die Leute später mal ihren Kind werden Traumas geben, so, wo die Leute hängen. Weißt du, wenn geht auch so Leute? Wo? Terrazza. Oh mein Gott. Eigentlich fällt mein Knopf, wenn wir Gott. so tiefe Sachen machen, Ja. das, wieso ist auch Funkstile? Das ist ja nicht schlecht. Ja, kannst du aufschreiben als Knopf, Fix. den du mir nie schickst. Fix. Schicke nie. Ähm, Bro, bist du schon mal in Terrazza gewesen? Ehrlich? nein, wirklich Nie? nicht. Oder? Nie? Oder einmal. Ist der also im Kauf? Nein, Bro, Terrazza ist... Ist das Pferdepark? Genau, ja. Wo die Leute irgendwie 700 Stutz zahlen für ein Ticket? Ja, genau. Und dann Bro, ist Coachella. schwer behindert. Ja. Schwer behindert. Also, Max. von mir aus sollte dort jemand von der IV-Anmeldestelle sein. Undercover, hey, what a geile Techno-Party. Ja. Ja, Mann, du machst dich shaken. Und jeder, hey, wo, verwünscht. jeder, der mitmacht, gerade aufschreiben. Direkt. So, Direkt, nicht nicht, arbeitsfähig. Nicht, Bro. Ich glaube, allein an diesem Wochenende dort wird wahrscheinlich mehr Drogen konsumiert als sonst im ganzen Jahr in der ganzen Schweiz. Ich bin kann- einmal dort gewesen, sorry. Nein, ich kann gar nicht sagen, ich würde lieber nach der Street Parade im Letten gehen schwimmen und gehen Wasser trinken aus dem Letten, anstatt an der Terrasse hängen, Bro. Okay, was brauchst du, um das Terrazza gehst? Bro. Okay, sagen wir... Weißt du, welcher Josh Terrasse gegangen wäre? Ja, ich weiß schon welche. Wo wir die Wege, also nachdem sie besser gegangen ist, die Wege. Bro, so 24, ich habe einen Perz kennengelernt, der kaputt in dem Film ist, Ja, weißt du? ja. Und sagt, ey, ich liebe Techno. Und du so, ich kann lebe dich und Techno. Bro, und ich kann schlimm wählen, weißt du? Ja. So, ich hätte ihr gesagt, oh mein Gott, Techno ist zu krass. Bro, ich verstehe es nicht. Und Leute zahlen ja noch. Bro, Techno an und für sich, ich finde es easy, ich finde es schön. Ich bin ja lang regelmäßig sogar im Ausgang, im Techno-Ausgang. Und es ist für einen Mensch, der gerne feiern tut oder einfach feiern und einen schönen Abend hat, ist Perle. Grundsätzlich ist es perfekt. Du musst einfach wissen, dass jedes WC ständig besetzt ist. Ist das so? Wegen Drogen? Oh nein. Ich check nicht, du musst sagen. Wegen Nummer aus dem WC. Geil, geil. Immer voll, Bro. Du wirst die ganze Zeit gefragt, immer wieder, brauchst du etwas oder hast du etwas? So. Also, Bro, ich weiß nicht wieso. Ich sehe nicht, okay, ich sehe vielleicht nicht blond, blaue Augen aus, aber ich sehe auch nicht, wieso einer aus, der rauslässt. Bro, pauschal, fast jeder Technoparty, Okay, immer, ja. immer. Es läuft, nicht viel bei dir, nicht viel, läuft etwas. Und ich denke immer so, Bro, ist easy. Nein. Aha, nein. Und Stimmt, unsere Kennex haben ja ein bisschen den Ruf, gell, dass wir mit Buchtaschen an Techno-Festivals hängen. ja, aber ganz ehrlich, besser dort, als sonst irgendeine Party. Fair. Wie die haben gewusst, ruhiges Ambiente, jeder weiß, es konsumiert, es ist kein Geheimnis. Du musst einfach schauen, dass du nicht zufällig machst und machst ein Cash. Jackie. Und ich bin einmal im Leben Terrazza gewesen. Wirklich? Einmal, ja. Damals? Damals. Du weißt. Ich weiß ganz genau. Und grundsätzlich ist es eigentlich eine geile Idee. Ein Techno-Festival, weißt du, es gibt auch Hip-Hop-Festival und so weiter. Aber das ist doch irgendwie alle 3 Monate oder so ein Scheiß, nicht? Nein, ich glaube, das jetzt dort in dem Ja. Pferdepark- Horse Park. Ja, Horse Park, genau. Ist einmal im Jahr. Aber Bro, ich bin dort so gewesen, und ich habe sogar damals einen ehemaligen Mitarbeiter so von früher getroffen. Und ich habe, weißt du, weißt so, okay, der vielleicht bis dem, Bro. Ich habe, glaube ich, 10 Gesichter angeschaut und einer ist vielleicht mit normalen Pupillen gewesen, Bro. Bro, es ist... Und wie soll ich sagen? Bro, Terrasse ist einfach nichts für mich, es ist einfach nicht geil, Bro. Ich weiß nicht, wieso man sich das gibt 3 Tage lang. Ich weiß nicht, wieso man 3 Tage lang dort hingeht und... Wo ist das genau? Wie heißt der Ort? Etwas mit Dorf. Die... Die... Dielsdorf? Ja. Ah, Dielsdorf. Dort, nein, ja, dort, ja. Und wie lange hast du mit dem ÖV gewonnen? Von Zürich? Bro, ich glaube sogar, dass sie sogar Deals haben und so, weißt so gute Anbindungen oder Sind gratis sie ÖV und Deals für Dielsdorf. Nein. so. Und, Ich finde das ganz schlimm, Bro. also, weißt du, ich weiß nicht, bist du damals mit uns oft mitgekommen, wenn wir so die Technophase hatten? Nein. Wo bist du eigentlich dort gewesen? Wo nicht, Bruder. Daheim, glaube ich. Wirklich einfach nur daheim. Und Also du meinst die Phase, wo ihr Donnerstag einfach gerne Techno Gonzo gsi Ja, sind, Freitag Zuki, Samstag Gott weiß. bei einer Bar. Bar. Nur Gott weiß. Und dort, ich bin richtig gern gegangen, weil ich bin immer mit den gleichen Kollegen gegangen und das war immer lustig gewesen. So. Aber sobald mal meine Kollegen weg sind und ich bin so dort gewesen, so für einen Moment für mich, weil sie müssen weggehen. Bro.
Ich Max verloren dort, Bro. Unschuldig. Max verloren, Bro. Unschuldig. Max verloren. Ich bin dort, Leute schauen mich an, ich schaue Leute an. Leute machen so. Bro, brauchst du etwas? Bro, nein, alles gut. Bro, sag etwas. Heute Black Friday, 2 Ich so, Bro, das ist mir auch passiert. Irgendwo in Zürich hat so eine Party gegeben, Bro, und einer kommt einfach aus dem Nichts. Er sagt, Bro, Black Friday, ja? Ich so. Also. Und das ist gerade vor kurzem, ich so, hä? Ja. Nachher so, 2 für 1, Bro. Und ich habe nur gecheckt, dumm, weißt du? Ja. Ich so, so, Bruder, du weißt. MD, Bro, 2 für 1. Ich so, Bruder, für 1 verpiss dich sofort, Mann. Würdest du jemals nehmen, MD? Nein. Obwohl es mir sogar Leute fast schmackhaft verkauft haben. So kurz davor, sie haben wirklich die ganze Zeit gesagt, es hilft dir, also ich verstehe es, ich glaube es auch, Leute, die sagen, es hilft ihnen nur gut. Also es ist auch bewiesen so wissenschaftlich, dass Mikrodosierung von LSD zum Beispiel 80% von dem, also gewisse Leute haben bei Studien mitgemacht von Mikrodosierung von LSD, vor allem sind das aber Leute, die eigentlich wie abgeschlossen sind. Sie haben gesagt, nur der Tod bringt ihnen Erleichterung. Und also die obere Lippe hängen. Der Trippige vor dem Litten, Bro. Und schon geile Tsunami dort. Ja. und 80% von denen, die dort waren, haben schon nach der ersten Session Selbstmordgedanken weg. Also es hat seine Wirkung, ja. Aber Bro, die Wirkung, die ich gesehen dort bei diesen Partys, Bro, das ist nicht die, die ich will. Gar nicht. Und ich will auch, ich weiß einfach nicht so. Bro, einfach es wird doch die Leute selber entschieden, also jeder soll selber entscheiden, so, was würde ich mir geben, was ich würde ich gehört, Mann. Ich habe es gehört. Es wird doch die Leute selber entschieden. Ja, Bro. Ballert da rein, was ihr wollt, aber hört auf mich stressen, Mann. Bro, ich finde einfach die Überschneidung in dem Venn-Diagramm von Menschen, die in Zürich leben und MD nehmen und Menschen, die in Zürich leben und barfuß rumlaufen wie so Nuttenkinder, Ja. ist ziemlich überschneidend. Ja. Und so die einzigen Leute, die so barfuß rumlaufen und kein MD nehmen in der Stadt. Sind die, die Stangen dabei haben und die rumrühren. Genau. Oder halt sind absolute Strassenpenner. Oder so. Aber ja, ich check's nicht. Ich verstehe es nicht. Aber weißt du, ich finde, ich will schon gerne mal probieren. Ja? So MD. Okay. Sag nein zu Drogen. Aber ja, natürlich sag nein. Aber weißt du, so in einem safen Umfeld, wo du so mit deinen Friends bist, zum mal einfach probieren, zum schauen, wie das ist. Ja. Wieso nicht? Aber ich bin anfällig. Also ich kiffe ja auch nicht und so. Mhm. Weil ich verträge es einfach auch nicht. Ja. Also Bro, ich sag dir ganz ehrlich so, eben, jeder kann in seinen Körper in den Ballern, was er will. Schlussendlich bist du dir am Ende des Tages selber Rechenschaft schuldig. Aber hört auf, den Menschen als etwas Gutes zu verkaufen. Wirklich. Wirklich. Würdest du lieber auf ein Dildo drauf hocken? Ja, als das andere. Locker. Als MD, irgendetwas. Ja, als Droge, ja. Als am oberen Litten hängen? Ja, auch das. Gell? Ja. Ich eben auch. Okay, würdest du lieber, ich weiß nicht, wieso mir das jetzt gerade in den Sinn kommt, aber würdest du lieber allein in einer Cage gegen einen Bär fighten oder einmal 30 Sekunden im Ober Weil 1 Minute mit einem Bär im Cage braucht viel mehr Überwindung als 3 Sekunden Leben hängen. Ist der Dildo noch eine Option? Nein, der ist. Okay. Der ist. Kann ich zusätzlich? Nein, ist kein Zu dem Joker. der Dildo ist nicht. kein Joker. Hä? Nein, ich meine. Hä? Bro, ich finde einfach wirklich ohne Scheiß. Also, ich würde lieber. Warte. Ach, ich weiß nicht. Ich hänge es wirklich nicht gerne am Oberlitten, Bro. Ich finde es unschillig. Ja, Aber 30 Sekunden ist eigentlich easy. Du laufst einmal schnell vorbei. Keine Ahnung, ich kenne es nicht. Wie, du bist noch nie am Oberlitten gewesen? Noch nie im Litten gewesen, generell das Ober-Untere keine. Mittlere? Gibt's das? Noch nie in meinem gewesen, noch nie würde ich. Also Du bist noch nie im Litten drin gewesen? Nein, Bro. Bro, ich bin nicht so der Typ, der bei sonnigem Wetter das erste, was er denkt, ist geil, mal Badhose oben ohne und jetzt irgendwo in das Wasser. Oder Was ist das? Badhose Bow? Badhose oben ohne. Bassen, aha. Bassen. Also du weißt, ich bin, obwohl ich Kur bin und obwohl ich eigentlich von der Region komme,
Ich kann einfach nicht sündern. Das Konzept von sündern ist einfach Trash für mich. Ich finde es auch mühsam. Es ist Trash. Und deswegen, also vor allem hätte ich sag dir ganz ehrlich, hätte ich einen Körper, den man könnte zeigen und ich wäre Single, dann kein Problem, Bro. Du musst Single sein, zum alles unhängen? Nein, zu meinem Körper zeigen, wo ich mich schlecht fühle. Ah, okay. Genau. Und der hat das vielleicht gemacht, aber sonst, ich hätte dich eigentlich sollen bei kurz im Morgen Oberlete schicken. Staffel 2. Fuck, Bro. Staffel 2 schickt dich Oberlete, Bro. Weißt du was? Ich habe eine Idee, Bro, los jetzt, ich habe eine Idee, wie wir Stadt Zürich aus der Schulden helfen können. Wie? Bruder, Oberlete, Ja. Boxkasten. Bang. Kann montieren. Hast du gesehen, die Leute, die mit dem mobilen Boxkasten in Zürich rumfahren? Nein. Hast du nicht gesehen? Nein. Einfach mit dem Langstoß, wenn es einen Stau hat, weißt du? Ja. Einer so, Jungs, hoppen drauf, hast du gerade weniger als Schritttempo, weißt du? Bro, gehen die Leute drauf auf das Teil. Ohne Scheiß. Es ist ein, ja, es ist so... Und du hast du auf TikTok gesehen? Ja, Bro. Das gewusst. Bro, die gehen rein, fühlst du ein bisschen rein, fertig, gut ist. Aber du musst Geld zahlen für das? Ja. Ja. Ah, warte. Ich glaube sogar, es ist gratis. Das wäre dumm. Aber vielleicht tust du so die Aggression von der Straße im Boxkasten rein. Aber Bro, glaub mir, du hast den Witz zu wenig appreciated. Obere Letten, im Boxkasten an tun, glaub mir, du wirst Geld machen wie blöd. 100%. Bro, es gibt x Orte, wo du kannst pauschal einen Boxkasten tun und er läuft. Ist nicht allgemein fest jetzt? Ja. Voll, Bro. Oh mein Gott. Hey, ich habe auch das Gefühl, in diesem Jahr, egal was in diesem Jahr ansteht, einfach der Funke springt nicht über, Mann. EM, Albani, die Open Air Season. Es ist einfach irgendwie, es passiert einfach so ongoing. Und hast du nicht das Gefühl? Ich habe das Gefühl, es ist einfach so, bei allem fällt so der Funke, es passiert einfach. Ich kann niemand mit Vorfreude auf Open Air Frau, ich kann niemand mit Vorfreude auf irgendwie etwas anderes. Also ich freue mich massiv auf Open Air, also aufs Gurten. Gurten Festival wird so geil, Bro. Ist das? Bro, Nelly Furtado. Nelly motherfucking Furtado. Die lebt noch, die macht noch Musik, krass. Bruder. Break it down. Dann Michael Kiwanuka. Kenn ich nicht, was ich ficken. Bro, ich habe das schon 100-mal gezeigt, das Lied. Love and Hate. How much more am I supposed to tolerate? Das ist ziemlich wie ein Lied, wo du lustig bist, Bro. Para, ba, ba, para, pa, para, para. Standing out. And all the people you see me now. Ja, jetzt. Weißt du das? Ah, das ist aber schon ein bisschen älter. Ja. Typ, okay, ja. Aber die B, der Michael Kiwanuka kommt. Mhm. Wer kommt denn noch? Kommt Travis Scott, Bro. Warte. By the way, Dahl ist wirklich dort im Fall gestern. Ah, wirklich? Ja. Was? Er hat eine Story. Oh, krass. Ja. Aber du musst schauen, bei Josh Negron hat er sicher gemacht. Ja. Paul Hartmann. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Burna Boy. Bro, Burna Boy. Ja, ist krass. Gurt ist am... Bro, Gurte ist am Brennen. Aber ich habe immer gemeint, Gurt ist Stormzy. immer so... Nein, Stormzy. Mhm. Wer ist Stormzy? Stormzy, bruv. Sie gehen jetzt auch so ein bisschen... Schon immer. Aha, krass. Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen... Bogdan Dochsner. Also ich habe, Bro, ganz ehrlich, ich habe mir gemeint so... Du findest, wer du das sicher immer jedes Jahr findest, ist Göhle zum Beispiel. Nein. Bro, die sind voll links. Manilio ist dort, Nemo ist dort, Pablo Novell, Native, Leila. Haberfeld. To Athena. Also es hat schon sehr alternative Musik zwar auch. Ich weiß nicht, wer oder was Brutalismus 3000 ist, aber die sind auch dort. Hey, was kostet echt jetzt? Benjamin Amaru. 224. Nelly Furtado Buche. Hey, ich sage mal, so ein Headlinerin kostet wahrscheinlich eine halbe Kiste. Aber Nelly Furtado, weißt du? Also gut, eben, Rihanna kostet jetzt immer noch Max Hure viel, obwohl sie schon lange nicht mehr gedroppt hat, aber... Nelly Furtado. Aber weißt du, ich meine, Burna Boy oder Stormzy sind ja viel mehr momentan als Nelly. Ja. Nelly Furtado ist einfach Nostalgie, Bro. Die wissen, Bro. Nelly Furtado 2010, so die Jahre, wo sie mit Justin Timberlake und Timbaland umgehängt ist. Schon angenommen hat. Wie ist das Lied gegangen? Von Ihnen drei. Es sind Hure viel. Give it right. Es sind Hure viel, Bro. Give it to me. Ich finde eins noch Hure gut. Also eigentlich alles, was sie mit denen gemacht hat, ist Banger, ganz ehrlich. Alles, was sie mit denen zwei gemacht hat, oder mit dem Timbaland oder mit dem Justin Timberlake. Schau schauen, Nelly Furtado. Promised
Promiscuous girl, you say to me. Say it right, bro. Yeah, you, mommy, Einfach schon Ach, sagen. der Timon hat immer so gemacht. Ey. Events. Eiskalt, Bro. Krass. Sie hat das Jahr... Also ich meine, Bro, Nelly Furtado, hört man das jetzt? Hört man nichts. Jetzt. Egal. Aha. Ist vom Handy gewesen. Ah, Ja, Bro. Und ich meine, ich muss Du ganz gehst nur, ehrlich du gehst sagen- nur als Gurte. Nein, Okay. ich gehe auch aus Frauenfeld. Gehst? Ja. Mit? Allein. Gehst du allein? Also ich arbeite für das SRF. Aha, okay. Ja. Und dann bin ich noch einen Tag oder zwei mit der Hanna. Okay, chillig. Sie haben mich gefragt, wieso du dich nicht angemeldet hast. Bro, der einzige, wo ich jetzt das Jahr gegangen wäre, wäre Morat gewesen. Mhm. Aber der habe ich jetzt gerade erfahren, letztens, dass sie den abgesagt haben, dass der jetzt endkommt. Das ist Bro, ich muss so- ganz ehrlich sagen, Frauenfeld ist immer ein Vibe. So, weißt du, die Jungs sind dort, es ist wirklich so von der Größe und vom Feeling her ist es eines der geilsten Festivals. Ja, ja, das ist so. Also wenn ich an ein Festival Ja. würde gehen, wo ich sage, dort kann ich auch sicher geil hängen und das würde mir passen, Frauenfeld. Aber das Booking das Jahr ist beschissen. Ey, eben, ich sage, da, irgendwie das Jahr, egal was ist, der Funke fehlt. Bro. Ja, ich glaube, sie haben ein Geldproblem. Sie sind doch von Amis aufgekauft worden. Ne? Ja, ja. Wie Geldproblem? Ja, Bro. Wie Geldproblem, Bro. Das Ticket hat 3 Tage passiert vor im 2014, 2013, 2012, 2015, 180 Franken kostet 200, jetzt kostet es fast 400. Ja, Wie Geldproblem, Bruder. Also wir geben, was wir können und ihm noch kein Problem. ja aber weißt du, du, Bro, die zahlen ja. Also, was ist das gewesen? Nicki Minaj damals, 45 Minuten, ja. Nein, 900'000. Dings war Cardi B. Cardi B, ja. Geht in eine Seite, das ist schon klar, Bro. Also, was sicher ist glaube ich, Open Airs sind nicht mehr Open Airs wie früher. Oder es ist schwierig, als Classic Open Air noch mithalten, weil heutzutage, Bro, wenn du in Festivals gehst und du nur Musik bekommst, hast du das Gefühl, dass du dass du nicht zufrieden bist. Du hast irgendwie das Gefühl, eben, wie zum Beispiel das Backstage, da sind ja sehr viele Sachen aufgebaut. Und ich glaube, es wird immer mehr in die Richtung gehen, dass es um Musik geht, aber dass es noch, neben der Musik noch viel mehr zu bieten hat. Unterhaltung, Sport und so weiter. Und ich glaube, das braucht es. Ja, aber ich glaube, die Weil- Leute wollen ja recht nahe sein, also Coachella-mäßig oder soll Experience sein. Du musst einen Platz haben für Influencer, du musst dies haben, das haben. Aber ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so Bock. Also weißt du, so, Eben, wir sind Die- zwar auch, ich bin 30, du gehst auch in die Ja. Richtung und so, das ist etwas anderes. Ich meine, würde mir jetzt sagen, ja, man, wir freuen uns, das wäre schon ein bisschen schräg. aber eben, ich freue mich vor allem auf Rosalia. Auf Gurten Festival, wieso habe ich Rosalia gesagt? Letztes Jahr hat sie da gespielt. Ich freue mich auf Gurten, weil dort freue ich mich wirklich auf die Musik. So, ich muss dort nicht arbeiten, ich habe nichts dort zu tun, ich kann einfach Musik hören. Ah doch, ich muss Paula Hartmann interviewen. Mit SRF. Aber sonst... Was? Ist sie Sängerin? Ja, ja. sie macht Hip-Hopperin? Rapperin? Pop. Okay. Aber macht recht coolen Sound. So ich und glaube halb Deutschland, White Girl, Blondie Oh, White Girls in der Schweiz, Bro. Du gehst dort, und ich. die schauen dich dort an, in der Menschenmenge, du kannst gerade rausstechen. Ja Mann, ich lieb's. Nein, es ist geil, ich liebe den Sound. Aber eben, Albani-Fest ist jetzt krass, wie das wirklich an mir vorbei ist. Also, Ich habe auch gerade erst die Woche erfahren, hey, by the way, gell, du gehst Albanien, so was. Ja, das Wochenende ist Albanien, so cool, schon das Wochenende. ja, ich habe gar keinen Bock. Gut, aber ich bin nicht mehr so viel in der Stadt unterwegs, weil sonst hast du immer irgendwie mitbekommen, an den Bus, an den... Ja, Bro, du Wer wohnst in der bezahlt? Stadt, Bro. Bro, ich wohne in der Stadt, aber ich laufe immer den gleichen Weg. Beck, Neuwiese, Ohne, du gehst nicht mal in die Stadt führen. Bro, Bahnhof. Ich muss selten weiter als Bahnhof raus. Ja, tricky. Außer ich gehe zum Coiffeur, was eigentlich heute geplant wäre, mal schauen. Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Zum drüber reden. Thema Dorfhütte. Smash, aha, ja. Ja? Erzähl mal ein bisschen von deiner Dorfhütte-Zeit. Also, Also, erzähl mal, Für, was Dorfhütte ist. Genau. Für all die nicht genau wissen, was ein Dorfhütte ist, wo
wo vielleicht Skyline und so aufgewachsen sind. Also im Winter ist es auf jeden Fall so, wir haben das Albani-Fest jährlich. Ich weiß nicht, ob das noch das gleiche ist, aber es ist das jährlich wiederkehrende grösste Städtefestival oder so. Das grösste europäische Altstadtfestival. Genau. Wo jährlich ist. Wo jährlich ist. Und Winter besteht ja so ein bisschen aus Oberwintertour, aus Tös, aus Seen und so weiter. Quartier. Genau. Und ja, nein, es ist kein Quartier, Bro. Moll. Das ist kein Quartier. Moll. Das ist Vorstadt, quasi. Ein Quartier. Bro, das Quartier ist zum Beispiel Zentrum Tösisches Quartier. Oder... So ein Bullshit, Bro. Ein Dorf Bro, du kannst doch nicht sagen, dass 30.000 du kannst doch nicht sagen, dass 30.000 Leute in einem Quartier wohnen. Oder ein Viertel. Also, auch nicht Viertel, Bro. Viertel wäre eben wie zum Beispiel keine, ich weiß nicht. Irgendeine Straße, weißt du, so Was macht das Quartier Winterthur Tös aus? Tös ist ein Stadtkreis der Stadt Winterthur im Kanton Zürich. Ja, eben so Stadtkreis, wie Altstädte, so Zone irgendetwas, Kreis irgendetwas. Okay, dann Stadtkreis. Ja, auf jeden Fall, alles hat sein eigenes Fest, Dorffest. Logisch ist kein Dorf mehr, Tös hat 30.000 Einwohner, Obere auch und so. Aber es gibt, jedes Jahr nach Albanien gibt es so das. Tös hat eins, Obere hat eins, See hat eins. Und früher war es auch so das Ding gewesen, immer beim Dorf hat von deiner Gegend, wo du wohnst, Obere Tös, immer dort ist kein. Es ist immer so. Also, Obere Dorfhütte ist grundsätzlich langweilig gewesen. Dorfhütte? Ja, ist grundsätzlich langweilig gewesen. Es hat Autoscooter gehabt und einen Boxsack. Allerdings einen Boxkasten. Ah ja, und es hat noch der Classic da, wo das Schiffli. Genau, das war geil. Und dann hast du noch so 100 nicht, so viele Stände gehabt. Ja. Dann haben die Quartierfest, haben sie noch Sachen organisiert. Und das war immer ein Wochenende lang gewesen. Ja, genau wie das Albani-Fest auch. Und es hat, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun, Albani-Fest und Dorfhütte. Nein. Aber bei dir ist sicher auch schon der Klasse gefragt worden, ist Albani-Fest auch Albaner? Ja, aber eben so, die sind ja etwa so 7 Dorfhütten gewesen, oder? Also Tös, Feldheim, Obereisee, Wülflingen. Das wär's, glaube ich. Das wär's. Vielleicht noch ein 6 irgendwo. Mattenbach, nein. Nein, ich glaube, das wär's. Und die sind ja immer ein Wochenende nacheinander gewesen. Und ich weiss noch, wir sind jedes Wochenende dort von Dorf zu Dorf gegangen mit der Gang. Ja. Go aufmischen. Eine Richtung Tös, zwei Richtung See und so. Immer go aufmischen. Was ist das Lustigste, was dir passiert ist an so Dorfhütten? Bro, ich weiss nicht. Und wie lange hast du einfach als Kind? Zum Dorffest, so in Obere zum Beispiel, wo ich gewohnt habe, ich weiss, Bro, ich bin erste Kind, Bro, meine Eltern sind sehr streng gewesen. Wahrscheinlich 9, Bro, 10, irgend so etwas, Max. Krass. Und ich sage ganz ehrlich, mir fällt jetzt gerade nichts lustig von früher, weil für mich als Kind ist das mehr einfach ein geiles Erlebnis gewesen. Schon geil gewesen, ne? Autoscooter, 1-2 Süßigkeiten von diesem Foodstand, Bro, vielleicht noch auf das Schiffli, dann noch mit den Kollegen ein bisschen Dummtag, ein bisschen gespielt und so und dann hey. Das war es, das war für mich alles gewesen. Ich bin mal in einen Autoscooter eingestiegen und dann ist so ein alter asiatischer Mann eingestiegen. Nachher hat er einfach gesagt, stell dir vor, also, Hauptbahnhof bitte? Nein, nachher... Nein, er ist einfach eingestiegen und es ist ein bisschen, also weißt du, ich war ein Kind gewesen. Yeah. Nachher ist mein Cousin gekommen, älterer Cousin. Er ist so Staub vor sich geschlagen. Er so, oh no, und dann ist er weggerannt. Ja. Ich weiss aber jetzt gerade etwas von meinem ersten Albani-Fest. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Also im Podcast. Aber mein allererster Albani, mit 14 bin ich, glaube ich, dort gewesen. Wieso erst so spät? Ich habe gesagt, mir das ist streng. Also Kind ist nicht das Albani-Fest gehen? Bro, ich habe voraussehen, dass ich in Ober rausgehen, Bro. Also nicht mal mit deinen Eltern ins Albani-Fest gegangen? Bro, wer geht mit deinen Eltern Albani-Fest, Bro? Mit 14, 13, 15. Bro. Ja, nein, mit 10. Ah, das schon. Ah, du bist erstmal allein dürfen gehen. Ja, sorry, allein. Mit 14 bin ich dann zum Beispiel allein gegangen. Also mit Kollegen und so. Und dort, weißt du, dumm und so. Und haben wir so ein bisschen saufen. Keiner von uns ist halt so. Noch gar nicht. Und dann haben wir einen Kollegen 16 gewesen. Gott frisch 16 geworden. Wir gehen
BP-Tankstelle holen die grusigsten Wodka-Twister. Weißt du noch, die Twister? Ja. Was hat's gegeben? Der rote? Grün, rot, weiß. Oh, die sind so grusig. Bis heute, wenn ich jetzt dran denke, ich bin schon wieder kotzen, Bro. Bro, die Twister sind so grusig. Das ist wirklich... In dieser ekelhaften Das Plastikflasche. ist einfach für genau 16-Jährige gemacht, Bro. Einfach ein bisschen farbig und ein bisschen weniger... Bro, das ist so grusig. Ja, wir haben von dem gekauft, Bro. Und das ist ja... Was ist das? Wir haben das immer getrunken ohne Eis, weißt du noch? Und damals in den Taschen sind es noch warm gewesen. Oh. Ja. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz ekelhaft, Bro. Wirklich ganz schlimm. Nachher haben wir so genommen, so 2 müssen so grün, rot, weißt du. Vor allem Twister ist ab 18. Ich hab 16, glaube ich, nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass Wodka ab 16 ist. Okay, auf jeden Fall. Das ist wirklich, ich habe geschaut, ich so, oh Jungs, 11%, straight up, weißt du. Bro, wir haben das getrunken. Und dann gehen wir in die Stadt. Albanien. Und ich glaube, 1 Stunde bin ich noch am Sachen machen gewesen. Und ab dem, Bro, da bin ich angesessen. Und dann nur noch, ich so, weißt du, so am Wand anlehnen. Und dann, wenn du musst kotzen, machst du so. Ja. Dann bist du dann am Chillen. Geil. Bro, ich bin so kaputt gewesen dort. So kaputt. Geil. Und bis heute, ich vergesse ihm das nie. Ich habe das, glaube schon mal im Podcast gesagt. Fatlum Lumi. Der G. Ist das ein Name oder sind das... Eine. Ist das ein Nachname gewesen? Ja, nein, Fatlum, aber Spitzname Lumi. Aha, okay. Bro, er hat mich dort gesehen. Hat der Fatum so ein bisschen abstehende Ohren gehabt? Nein, aber er ist grösser als ich. Ja. Also du merkst, er ist grösser als ich, weißt du. Und er ist so gekommen, Bro. Und er ist wirklich, er wohnt auch neben mir. Wir sind in der gleichen Klasse und so, wir sind auch Kollegen. Dort Ursula? Ja, genau. Er so, hey Bro, ich so, Und vorher ein anderer Kollege gesagt, ich so, du wirst. Ich so, Bro, ich bring dich heim. Und der Bruder hat mich straight, weißt du, so, einen Arm genommen, so da bis ins Teil. Und ich so, Bro, ich habe nicht funktioniert. Er hat mich einfach straight bis heim gebracht. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und dort habe ich mir geschworen, nie mehr in meinem Leben lang ich den scheiß Twister an. Ich lang den so nie mehr an. ekelhaft. Und ich habe jetzt wieder daran denken und ich mich schon wieder das Kotzen kommen. Bro, das ist so ekelhaft. Der Twister war wirklich schlimm gewesen. Schotten kann ich zum Beispiel bis heute nicht. Schotten ist absolut... Du trinkst ja nicht gerne, aber Schotten hast ist wirklich... Schotten wirklich... Es kommt mir gerade aus, so direkt. Wie kannst du das... Bro. Ich bin einmal in Antalya gewesen, Bro. Mit den Guzes? Ja, wir haben so ultra all-inklusiv gehabt, weißt du? Sogar ultra all-inklusiv? Ja, und das heißt, ultra all-inklusiv heisst wirklich, wenn es irgendwo beim Pool eine Bar hat, kannst du dort auch, weißt du, so, deine Drinks holen, geht auch aufs Hotel und so. Und wieso und all-inklusiv? All-inklusiv ist vielleicht noch zum Mittag, zum Morgen. Ah, so. ja. Das habe ich aber auch mal gehabt in Punta Cana. Ja. So ein Bändeli gehabt. Genau. Hast du überall gratis saufen. Genau. Ich habe immer Bloody Mary getrunken. Bro, ich bin jetzt Dings gegangen, ich gehe jetzt zu der Bar und dort haben wir gerade so frisch angefangen mit den Jungs, die Red Bull trinken. Und ich gehe so, weißt du, 18, ich so, hey Bruder, hast du mal so einen Wodka Red Bull? Also Bruder, ultra inklusiv, ja, aber Red Bull ist nicht inbegriffen. Er ist zu teuer für uns auch. Ah, krass. Ich so, dann gib mir pur. Bruder. Er so, okay, Bro, er gibt mir. Und ich einfach 10 Minuten erstmal überlegen. Ich so, Also Wodka? ja, pur? Wie ist der Wodka, Bro? Wie so in 2 Tagen damals? Absolut, ja, ich so. Ja. Fast schon, Bro. Und er schaut mich so an, er bedient seine Mitarbeiter mit und ich bin seit 10 Minuten der mal schauen, weißt du, seit 10 Minuten. Ja. Und dann kommt er so, Bruder, soll ich dir etwas nicht tun, meinst du? Ja. Ich so, nein, ich trinke. Ja. Lass mir dir wenigstens so ein bisschen, kein Geld, so, wenigstens Wasser, irgendwie. Ja. Ich so, nein, lass. Bro, ich habe einen Schluck noch. Ja. Bro, ich so, wirklich, ich bin, Scheiße. und nachher so, noch einen zweiten Schluck noch, Bro, so ekelhaft. Und nachher hat er etwas nicht da, nachher sind meine Cousins da mal runtergekommen und dann hat er gesoffen. Und dort eben, ich bin 18 gewesen. Bro, wir gehen Hoteldisco. Wie geil Hoteldisco in Antalya, weißt du? Aber es ist das Einzige gewesen, wieso, man, du sollst nicht einfach Hoteldisco, einfach du. Das ist so ein Ort, wo du einfach im Hotel hängst, die ganze Ferien. Bro, gell? wir gehen rein, es hat Kinder, Bro. Also das ist so ein Ort, Kinder. aber ich meine, das ist so ein Ort, wo du in Antalya, wo du einfach nur im Gelände hängst. Sind das so Ferien gewesen? Nein, wir sind schon umgegangen, raus gewesen und so, aber unser Hotel ist nicht so, wie soll ich sagen, ist nicht so an einer Promenade oder so gewesen. Ist am Strand gewesen wahrscheinlich. Genau. Genau, und das ist ja der rechte Ding, es hat ja rechte Areal. Ja, genau. Mit so 3 Restaurants in dem Areal zum Beispiel. Es gibt ein Areal, das ist nur Bazar, ein Areal, das ist nur mit Restaurants. Genau, und so. aber darum frage ich, sind ihr nur in dem Areal gewesen, die ganze Ferien? Ja, das schon. Also wir sind schon, sagen wir, nur in Manavgat gewesen. So, oder Kumke jetzt geheißen, Kumke. Aber sind ihr auch außerhalb vom Hotelareal gegangen oder nicht? Ja, immer wieder so. Aber natürlich bist ich sage jetzt mal, also wir sind jeden Abend außerhalb vom Hotel gegangen, weißt, am Abend kannst du auch draußen chillen und so, in der Türkei kannst du auch gehen, so tagsüber 45 Grad und so ist zu schlimm.
Bro, auf jeden Fall, wir gehen dort, ich und 2, 3 Cousins, wir gehen. Und zuerst gehen wir in eine Disco und dort sind wir voll am Abgehen, dort so Russen gehabt. Und schon dort eben ist so irgendetwas gewesen, ich weiß nicht genau, mit Ukraine. Und ich einfach so Handy, vielleicht noch Snap und so, ich so, was läuft? Mit der wildesten Russen gerade am Hängen. Ich so, was läuft? Ich so, Putin. Einer so, yeah, Putin. Einer kommt so, das ist noch, weißt du, fickt einfach voll an. Ich habe einfach politischen Konflikt ausgelöst. Die fickt sich an. Der, der pro Putin ist, Bro, Glatz, Bro, 2 Meter groß, 2 Meter breit. Ich habe gesagt, Putin beste. Ich so, ja, beste, Bro. Putin und Stalin, Und der andere so, ich weiß nicht was, aber ich habe verstanden, er hat mir gesagt, los mal zu, muck nicht durch, ich fick dich. Und der andere Gott nicht immer gesagt, auf jeden Fall hat der Club zugemacht, nachher, mir so, Alter, wo hat Fleisch, weißt du, am 10 schon zumachen, so, wir sind dann mal rausgehen und schauen, was hat nicht. Und dann kommt er, nein, einer kommt so vom Hotel, der Club ist jetzt zu, jetzt machen wir den nächsten auf. Und der ist bis um 2 Uhr morgens, mit so, sagen, das ist ein Film schiebert, Bro. Geil. Ich so, Jungs, jetzt die geht auf, wir gehen rein, Kinder. Ja, aber auch andere Leute. Aber dort bist du mit den Eltern und Onkel und Tante und so? Ja, 4 Familien, Bro. Krass. Voll rein. Und sind das so die, die morgen um 9 Uhr mit Tüchli Stuhl besetzen? Unsere Eltern sind die morgen um 8 Uhr gegangen sind und weiss nicht. Stuhl besetzen? Schon am Strand und schon zum Morgenessen, Bro. Wir sind dort 18 Grad klimatisiert. Bis am Morgen um 10, 11 Uhr. Nachher können wir voll kalt, gehen wir raus, voll warm. Auf jeden Fall gehen wir in den zweiten Club. Wie bist du im Zimmer gewesen? Ich mit meinen Brüdern. Ah, ja, fair. So. Und dann gehen wir in den Club und mein Cousin kommt, er so, Bro, hast du auch das Gefühl, von den 3 Frauen, die sie da rein hat, die eine schaut mich die ganze Zeit an? Ist der Ding, der Goofy? Nein. Der andere? Der da das montiert hat. Spielsüchtig? Ja. Und nachher ich so, Bro, ich habe nicht geschaut, aber du kannst ja immer anständig ansprechen, weißt du? Er geht so, und nach 15 Minuten kommt er, weißt du, irgendwann mal kommt ich so, Bro, und? Er so, Bro, ich habe geklärt. Ich so, was? Jungs, gehen wir zu ihnen. Ich so, ja, sie sind voll offen und so, weißt du, man kann voll reden und so. Ich so, was sind sie gewesen? Hä? Was sind sie? Eben, schau jetzt, also, es hat einen Haken bei dieser Sache. Oh nein. Ich so, weggehen. Er so, eine ist 45. Geil. Eine ist 22. Geil. Und eine ist 18. Geil. Ich so, okay. Mutter und Töchter. Ich so, ja, dann übertrieben, weißt du? Er so, Moro, also. Ich bin gegangen, Bro, weißt du? Er ist so der 45-Jährige, gell? Ja, genau. Ja. Klar. Und wir sind so am Reden, weißt du, und wir haben es lustig und wir wirklich es lustig gehabt. Wir haben viel miteinander getrunken, wirklich. Wir haben die ganze gelacht. Was sind sie für Landsfrau gewesen? Dänemark. Krass! Ja. Ja, fucker. Und wir reden, Bro, wir haben es lustig und alles Mögliche. Hast du schon mal eine Dänin sonst kennengelernt? Nein, Mann. Ich glaube auch. Vielleicht schon einmal im Leben, aber das ist so richtig. Ist Dänemark wie Schweiz-Flagge, aber auch so ein bisschen verzerrt? Dänemark ist so wie Flagge von Schweden bei anderen Farben. Eben so. Rot-Weiß, ja. Rot-Weiß, ja. Ja, genau. Und wir sind so eben so immer wieder viel so viel lustig gehabt. Irgendwann mal werde ich so richtig. Ich habe viel zu viel gemischt, Bro. Aha, ja. Und ich merke, wow, Alter, weißt du. Der. Ich gehe aufs WC, Bro. Ich so, ich gehe vom Kotzen, kommt nichts. Ich will raus, ich gehe, ich so. Geil, Hüs. Ich so, was laut. Und dann einer so, was weißt du, irgendwann, ich erkenne die Person, ich so, ja, also okay. Ja. Wer jemand redet, die Kernkitaben und so. Ah, der ist Easy. Auf jeden Fall, wir gehen so. Und dann gehen wir in die Lobby, es wird langsam hell und so. Wir sagen, hey, schon Abend gewesen, können wir gut heim, weißt du, dies und das. Und ich sehe, die 45-Jährige macht mit einem Cousin von mir rum. Krass. Mit dem, der am Anfang schon drin ist? Oder mit dem anderen? Also, der erste, so direkt. Ja, also, aha. er hat. Es ist nicht so, dass wir immer nur zweite kennen. Wir sind wirklich ein Typ, das ist wirklich lustig gewesen. Und dann. Einfach die ummachen und ihre Kinder auch dort. Ja, voll. Geil. Entspannt. Und das Krasse ist so gewesen, er kommt so, also Jungs, geil, ihr habt immer meinen Rücken, nicht? Ich so, Bro, normal, wir sind Familie, wegen. Einfach so, Bro. Ich so, wegen. Ich ist verheiratet, Bro. Oh mein Gott. Ich so, ja, Bro, also, scheiße. Bro, das ist kein Problem. Ich so, ja, sie haben mir ein Foto von ihm zeigen. ich so, ja. Wieso zeigt sie ihm das Foto? Ich so, also, Bro, weißt du noch den Bär-Russ? Ich so, ja, das ist ihr Mann. Nein! Ich so, Bro, weißt du was? Ich habe mich gefreut, aber hey, Tom. Ich hätte gesagt, scheiße dich, Bro, ich kenne dich nicht.
Scheiße für dich, Bro. Bro, und das Lustige war, also das Gute war, wir sind wirklich am nächsten Abend straight am 10 Uhr auf Antep. Ah, geil, gut. Also scheiße wegen Antep, aber Ja, geil. ja, aber nachher ich bin so halt Leute am Suchen, weißt du, so, ja, also wir fahren jetzt los und so. Und ich sehe so im Auto von meinem Onkel, sind alle drin, im anderen auch, wir sind auch. Ich so, wo ist mein Cousin? Mhm. Ich schaue im Hotel und so. Ich so, wo ist der? Keine Ahnung. Und irgendwann mal, er so in dem Auto, er so am Aufmachen, er so, Bro, ich bin schon lange im Auto, fahren wir. Ich so, wo bist du? Also, Bro, ich habe den in der Lobby gesehen, Bro. Ich so, ja. Also, Bro, ich bin straight im Auto, ich bin 15 mit dem Auto am Hängen. Geil. Das Welches ist- Jahr ist das gewesen? Also, ich sind 18 gewesen, nicht frisch. Das sind ganz wilde Ferien, so oder so. Weil ein Cousin kommt, ey Jungs, ich will heute 2 Wochen tun. Jetzt geht. Oh, der, stimmt, Ich stimmt. so, Bro, wo kommt jetzt das? Ja. Ja, Bro, ich so, wie meinst du das, Bro? Sag doch etwas. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe keinen kleinen Bro. Ja, ich so, Bro, sag ehrlich. Nein. Ich Ja. so, okay, dann fahr ich gönn dir das. Ja, ja. Ist sie schon... Ja, es sind eben schon Kinder und so, alles gut. Aber die Ferien sind so. Ich bin auch. Irgendwann bin ich einfach so, habe den Kopfhörer genommen, Bro. Gesoundet, mit Flipflops, einfach straight so 2 Stunden lang am Strand entlang gelaufen. Wichtig, Flipflops. Bro, weißt du wieso? Weil nachher habe ich gemerkt, so, das ist eine richtige dumme Idee gewesen, Alter, mit Flipflops 2 Stunden laufen. Ja, ja. Unchillig, viel zu dünn. Sohle. Bro, weil du rutschst irgendwann mal raus ab den Schritt selber. Ja, ja. So, weißt du, Ja, die ganze Zeit. unchillig, unchillig. Ja. Das sind ganz geile Ferien gewesen, weil. Wo gehen wir mal zusammen in die Ferien? Ey, also ich gehe jetzt sicher im August, wenn du willst, Bro, komm auch mit der Hanna mit. Ich gehe mit der Freundin auf Türkei. Die im Gönder. Ja, wahrscheinlich das Ferienhaus von meinen Eltern. Kann man join, genug Platz. Ja, ist gut. Und dann bin ich irgendwann noch im September 2 Wochen weg. Und am besten wäre Herbst so ein Städtetrip. Aber ich komme mit dir wieder mal als Meer, Bro. Gehen wir nicht schon in Paros? Ey, das regt mich auf, Mann. Dass jeder jetzt in Paros ist. Ey, ich mach PUBG, was auch immer, die sieht auf und ich sehe so. Pure Power. Erst was ich gesehen ist so, hey guys, you know I'm in the Greece Island Payros. I discovered Paros. Ich habe schon zugemacht und ich habe fast wieder am Chris geschrieben, so, Bro, ihr könnt ihr von euch verpissen und woanders das machen, was ihr macht. Hey, nein, geil. Stabil. Ich würde etwas schnell noch machen. Ja. Einen kurzen Moment. So. Scheiße, Bro. Ich habe machen. Gut, in der Zeit sage ich schon mal, hey, danke, habt ihr bis jetzt zugelassen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr genießt das Wetter. Vergesst nicht, ihr, die uns noch nicht folgt, gebt einen Follow auf Spotify. Gebt 5 Sterne, teilt die Folge und schaut kurz im Ohr. Für die es noch nicht geschaut haben, alle 5 Folgen sind schon draußen. Wir sind auch kurz auf Platz 1 gewesen. Von Join, von allen Videos, die auf Join sind, das Top 10 beliebt, ihr wisst Bescheid. Und ja, Sero wollte noch etwas sagen. Sero, gib ihm. Er hat sich geklärt. Ich habe gedacht, Okay. ich habe gedacht, das ist schon okay, aber das ist nicht okay. Ich kann nur anschließen. Schaut bitte Join und wichtig ist, wir bekommen sehr viel Feedback. Hört nicht auf, schreibt uns Feedback. Aber so ehrlich, so richtig gut und was ist schlecht gewesen. Weil wir wollen es noch krasser und noch besser machen. Und das geht nur, wenn wir wissen, was für den Zuschauer gut ist und nicht gut ist, oder? Ja. Zum Schluss eine letzte Frage. Wenn du könntest in der ganzen Geschichte von der Menschheit oder der ganzen Geschichte von der Erde irgendeinem Zeitpunkt jetzt anfitzen, zurückgehen oder so, welches Zeitjahr würdest du zurückgehen? Ich würde einfach gerne Bibliothek von Alexandria sehen. Ja? Ja. Du? Ich würde gerne Geburt von Messi sehen. Cool. Also gut, in dem Fall. Danke vielmals. Danke dazu. Und ciao. Ciao. Ja, das ganze T-Shirt ist so am Kleinen. Ja, das ist chillig. Das ist kurz und